Ja, Clemens 21 findet, dass deutsche Rockgruppen in ihren Texten deutlicher als andere ausdrücken, was sie denken. Wie viele deutsche Bands sind nicht so bekannt, wie sie es sein könnten und es auch verdient haben. Sie müssten besser unterstützt werden. Clemens Lieblingsgruppen aus Deutschland sind Krumpacker, MC und Diamond and the Angels. Ich finde die deutsche Musik sehr gut, wenn es nicht gerade Schlager sind. Die finde sie einfach nur albern. Sie ist sowieso der Meinung, dass die Gefahr für deutsche Gruppen ziemlich groß ist, dass sie in die Kitschenken abrücken. Pur zum Beispiel blamieren sich doch nur mit ihren sentimentalen Liedern. Es gibt aber auch deutsche Sänger, die gar nicht mal so schlecht sind. Herbert Grönemeyer zum Beispiel, den findet sie total genial. Westerhagen wäre auch super, wenn nur seine Texte besser wären. Die können sie nämlich überhaupt nicht leiden. Dafür ist seine Musik wirklich gut. Bei eigentlichen und Texten ist die das egal. Die gehen mir zu einem Ohr rein und zum anderen wieder raus. Die achte sie nur auf die Musik. Aber deutsche Texte verstehe sie ja sofort, dann rege sie furchtbar. Manche deutsche Gruppen findet er ganz gut. Manche kann er absolut nicht leiden. Das kommt ganz auf die Musik und die Stimme des Sängers an. Wie die Gruppen aussehen, ist er egal. Die beste Band in den letzten Jahren war für ihn ein dyktiger Führer in the Slaughterhouse. Die Toten Hosen und die erste war auch nicht schlecht. Wenn er Musik hört, ist es egal, ob er jetzt den Text verstehe oder nicht. Hauptsache ist, die Musik stimmt. Er findet es sehr wichtig, dass man beim Musikhören die Texte versteht. Die Hörer sollen auf die Texte angesprochen werden. Jedenfalls bei den Liedern, die einen bestimmten Sinn haben, wie zum Beispiel Saxa von den Toten Hosen. Da geht es um einen Rechtsradikalen, der gar nicht merkt, wie sinnlos sein Denken ist. Das findet er interessant. Er findet es sehr wichtig, dass man beim Musikhören die Texte versteht. Die Hörer sollen durch die Texte angesprochen werden. Jedenfalls bei den Liedern, die einen bestimmten Sinn haben, wie zum Beispiel Sascha von die Toten Hosen. Da geht es um einen Rechtsradikalen, der gar nicht merkt, wie sinnlos sein Denken ist. Das finde er. Er ist in einer Hip-Hop-Band. Darum kann er nur über Hip-Hop reden. Er findet die Deutsche nicht so toll. Sie wissen nicht, was sie wollen. Sie haben keinen eigenen Style, sondern covern Lieder oder gucken alles von den Amerikanern ab. Die haben mit dieser Musik angefangen und haben sie perfektioniert. Die Deutschen machen denen alles nach. Und wenn jemand mal einen guten Text geschrieben hat, dann macht er irgendwas mit den Instrumenten falsch. Aber es gibt auch
gute Hip-Hopper in Deutschland, wie Rödelheim Hartheim Projekt. Eigentlich findet sie deutsche Musik sehr gut, wenn es nicht gerade Schlager sind. Die findet sie einfach nur albern. Sie ist sowieso der Meinung, dass die Gefahr für deutsche Gruppen ziemlich groß ist, dass sie in Kitsch-Ecke abrusten. Für zum Beispiel blamieren sich doch nur mit einem sentimentalen Liedern. Es gibt aber auch Deutschsänger, die gar nicht mal so schlecht sind. Herbert Grönemeyer zum Beispiel, den findet sie total genial. Westernhagen wäre auch super, wenn nur seine Texte besser wären. Die kann sie nämlich überhaupt nicht leiden. Dafür ist seine Musik wirklich gut. Bei englischen Texten ist mir das egal. Sie gehen ihr zu einem Ohr rein und zum anderen wieder raus. Das achtet sie nur auf die Musik, aber deutsche Texte versteht sie ja sofort, dann regt sie ihr furchtbar. Er kann deutsche Musik überhaupt nichts leiden. Darum hört er sie auch kaum. Englisch singende Gruppen kommen viel besser an, weil Englisch ist Weltsprache ist. Var det fint? Er kann deutsche Musik überhaupt nicht leiden, darum hört er sie auch kaum. Englische Singgruppen kommen viel besser an, weil Englisch eine Weltsprache ist. Manche deutsche Gruppen finde er ganz gut. Martin og små boller. Ej, er du klar? Sig lige, hvem du har. Hvem er det? Det er Jan. Okay, kør. 3, 2, 1, kør. Okay, det bærer mig lidt. Vent. Dampbrugeren, vi kom lige rende med. Det rører altså alt. Godt. Sikkert på noget lort. Stop! Jan. Nej.